Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Chrüsimüsi hier aus meiner Werkstatt. Schön habt ihr wieder eingeschaltet. Wie ihr ja sicherlich bemerkt habt, letzte Woche kam kein Chrüsimüsi. Der Grund ist einfach, ich hatte keine Idee, was ich bringen sollte. Diese Woche habe ich wieder eine Idee. Und zwar wurde im letzten Stammtisch darum gebeten, dass ich ja da meine selbstgebauten Akkuhülsen mal demonstriere, wie das Ganze funktioniert, wie es gebaut wird und so weiter. In diesem Chrüsimüsi werde ich eigentlich nur auf die Funktion eingehen, nicht direkt aufs Zusammenlöten und so weiter, nur wie die ganze Akkuhülle, Akkurohr, wie man das sagen möchte, wie das Ganze funktioniert. Dazu verwende ich solche PG-Reduzierungen und PG-Verschlussdeckel. Dann würde ich sagen, ich wechsle mal die Kameraperspektive, damit ihr das besser sehen könnt. Und nach dem Intro geht's los. Ich habe da so eine Pfeife vorbereitet. Ich habe die in der Mitte aufgetrennt, damit man das Innenleben sehen kann. Noch kurz zu den Verschraubungen. Das sind PG-Verschraubungen, also Panzergewinde. Die benutzt man bei Schaltschränken, sage ich mal. Die kann man dann einschrauben. Das ist eine Reduzierung von PG 13,5 auf PG 16 und das sind PG 13,5 Deckel, so Verschlussdeckel. Das ist eigentlich gedacht, weil am Schaltschrank ist dann das Gewinde und dann kann man entweder so eine Kabeldurchführung montieren oder eben, wenn der Anschluss frei ist, mit diesem Deckel das verschließen. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache und günstige Variante. Die Reduzierung kommt da oben hin, das ist ja dann das Gewinde, wo dann der Deckel eingeschraubt werden kann. Und der Akku, das ist jetzt ein 18500er, kann man ja in allen Längen machen, also 18350, 18500, 18650. Da macht man halt dann einfach die Bohrung entsprechend tiefer und das Kupferrohr entsprechend länger. Dazu komme ich noch. Und zwar, wenn man jetzt den Akku hier reinmacht, hätte man ja das Problem, also unten kommt ja so eine Kupferplatte hin. Da habe ich so einen Nubbel eingestanzt. Das werde ich euch im nächsten Chrüsimüsi zeigen. Da gehe ich dann auf die Herstellung der Akkuhülse ein. In diesem Chrüsimüsi geht es eigentlich nur um die allgemeine Funktion. Der kommt ja da unten hin, das ist der Pluspol. Dann kommt der Akku rein. Dann haben wir hier Plus und über den Deckel. In den Deckel kommt so ein Messingpin rein. Der drückt dann oben auf Minus und so macht man eigentlich Kontakt. Das heißt, hier oben haben wir Minus und hier unten Plus. Und jetzt ist halt das Problem, jetzt müssten wir ja theoretisch hier oben ein Kabel anlöten, nach unten ziehen in den Hals. Noch kurz zum Hals, da kommt der 510er rein, wo der Dampfer aufgeschraubt wird. Ein MOSFET. So im Prinzip sieht das dann innen aus. Jetzt ist halt blöde, weil wenn wir jetzt dann Kabel runterziehen, ich schraube das kurz auf, dann liegt es da frei eigentlich in der Bohrung. Ich kann das kurz demonstrieren. Also im Prinzip, ich nehme kurz den Pluspol raus. So. Im Prinzip würde man das Kabel, kriege ich es hin, hier oben anlöten und dann so verlegen. Und jetzt, ich hoffe ihr könnt das sehen, wenn wir jetzt den Akku reinmachen, dann berührt er jedes Mal das Kabel und das scheuert und
ich finde das keine gute Lösung, weil irgendwann ist das Kabel eventuell durchgescheuert, verursacht einen Kurzschluss und das ist dann nicht so schön. Dann ist jetzt meine Art und Weise. Ich schneide mir ein Kupferrohr zurecht, verlöte das hier. Darauf werde ich auch in der nächsten Folge eingehen, wie ich das genau verlöte. Dann wahrscheinlich in der dritten Folge werde ich mal zeigen, wie die ganze Verlötung, Verkabelung noch funktioniert, wenn ich schon so ein Stück hier präpariert habe. So, jetzt kommt eigentlich das Rohr hier rein. Natürlich unten den Pluspol. Akku rein. Und jetzt ist eigentlich nur diese Stelle des Akkus frei. Und da kann eigentlich auch nichts mehr scheuern. Weil das Kabel, das Minus, es ist jetzt rot, spielt ja keine Rolle. Das Minuskabel wird dann quasi hier angelötet, also kommt gar nie mit dem Akku in Kontakt. Und vom Pluspol hier unten, und da werde ich dann noch etwas ausfeilen, als das so dann verlegt ist, und das kommt dann auch gar nie in Berührung. Und durch den Luftspalt ist auch sichergestellt, dass Plus und Minus sich niemals berühren. Somit ist ein Kurzschluss ziemlich ausgeschlossen, also eigentlich komplett ausgeschlossen. So sieht es dann fertig aus. Den Taster mache ich jeweils ja meistens dahin. Man könnte ja auch hier, das werde ich auch noch zeigen. Dann ist das Ganze dann so eigentlich in der Pfeife drin. Und der Akku kann einfach hier rein und raus geschoben werden. Dann den Deckel und so stellt man dann den Kontakt her. So einfach funktioniert das im Prinzip in meinen Pfeifen. Ich mache das einfach so, weil ich finde es eine gute Lösung. Es ist einfach, es ist kostengünstig, weil wenn man bei Modmaker solche Hüllen bestellt, also so Akkurohre, fixfertige, habe ich auch da. Die sehen dann so aus. Das ist jetzt für 18,650. Die haben da auch einen Deckel. So, und da kommt dann der Akku rein. Und das System ist ja eigentlich genau dasselbe. Nur haben wir hier einen Kunststoffisolator. Aber die Hüllen, die kosten dann, ja, ich weiß gar nicht, 15 € oder so das Stück. Die Akkuhüllen muss ich dann jeweils auf die entsprechende Länge kaufen. Das heißt 18,650er, 18,500er oder für die 350er. Ja, die 350er und 500er sind eigentlich so gut wie immer ausverkauft. Und die 650er sind halt aus meiner Sicht relativ teuer. Es kommt ja dann noch Versand, Zoll und so weiter, weil das kommt ja von England. Muss ich dann das alles noch verzollen und so weiter. Ist halt ziemlich mühsam. Deswegen mache ich meine selber. Die sind fix gemacht. Das Material kostet vielleicht, was soll ich sagen, 3 €. Ja, 3 € vielleicht für so eine Akkuhülle. Und ich kann die individuell dem Akku anpassen. Die gibt es auch noch in anderen Durchmesser. Theoretisch wäre dann noch 20-700, 21-700, 26-650er wäre eigentlich alles möglich. Dann werde ich euch nächstes Mal zeigen, wie ich den Pluspol anfertige, wie ich das Kabel anlöte, wie ich die zwei Teile verlöte und wie ich den Messingpin hier zuschneide und verlöte. Und dann im dritten Teil zeige ich euch, wie ich den MOSFET anschließe, und falls Interesse besteht, können wir dasselbe dann noch mit dem ClickFET machen. Ich denke, viele von euch wissen, was das ist. Ich werde dann, falls das gewünscht wird, noch ein Video über den ClickFET allgemein machen, den mal erklären. Dann sehen wir uns gleich in der Totalen wieder. Jo, das war's wieder mit dieser Folge Chrüsi-Müsi. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen und ihr versteht nun die Funktionsweise etwas besser. Like doch das Video, schreibt einen Kommentar, abonniert meinen Kanal, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, denn es werden ja noch mindestens 2 kommen zu den Akkuhülsen.
Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das mit dem Klickfett noch sehen möchtet oder nicht. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.